Herzlich willkommen zum ersten Match aus dem Team Letzeburg Master Duel Championship. Master Duel ist ein digitaler Counterpart zum populären Kartensammelspiel Yu-Gi-Oh! Und hat einen kleinen Kniff dabei, weil das Spiel es liegt mehr nur um OCG wie um TCG. Beim OCG schwätzen wir vom Original Card Game und das betrifft alles, was so ein bisschen in Japan oder am asiatische Raum gespielt wird, weil die halt hier Karten noch echter kriegen und nicht auch liegt anders als, weil diverse Regeln an Yu-Gi-Oh! Ein bisschen anders gehandelt gehen. Wenn es der Spruch, wenn es der Schrift, die auf der Karte stehen. Als ein erstes Match ist natürlich für Team Letzeburg als Opener spielt den Ziege 03 und der spielt gegen den Skippy Dog, in den Lohner nicht so auf einem Schirm war. Wahrscheinlich auch reine Master Duel Spieler. Und ich bin gespannt, was die zwei als Haut präsentieren. Ja, beim Ziege 03 kann ich ja schon mal versprechen, also wenn es nicht mehr ist, dann geht für mich stark enttäuschen. Aber irgendein Cyber Slop Deck wird da definitiv dabei sein. Ich bin mal gespannt. Das Format ist im Moment auch nach so kurz von einer Übergangsphase an der PUD schon mal auch die neue 11-Note-Karten am Master Duel. Die sind im Moment noch nicht da. Das erste Format wird sich am Laufe vom Turnier nach ein bisschen verändern. So, das wäre so ein bisschen mein Pre-Talk. Mehr kann ich über die Spieler im Moment nicht so. Die lernen wir halt an den nächsten Wochen halt auch noch kennen. Mehr, der Ben hört noch etwas für erst, nämlich wie ein Format dann gespielt wird. Turnier geht vom 3. Mai bis den 15. Juni, also 6 Wochen lang, wo 10 Spieler gegen spielen ein Round-Robin-System. 1v1, Best of 3, Spieler können flexibel ihre Match organisieren, Deck-Changes können während dem Championship gemacht gehen, aber nicht an einem Match geht eine Person. Format vom 7. Mai wird gespielt, und Matcher gehen durch Erik alias Kurai auch auf YouTube kommentiert und abgeladen. Wir wünschen euch viel Spaß beim 6. Championship Yu-Gi-Oh! Master Duel. Vielmals merci, Ben, für die Zusammenfassung von unserem Turnier. Ja, die Regeln sind ein bisschen wie, gerne wie ihr sie kennt, aber das macht das Ganze natürlich ein bisschen wie spannend. So, ich gesehen natürlich nicht, wen der Cointoss gewonnen hat. Es scheint aber so, wie wenn den Ziege 03 auffängt. Es fliegt direkt natürlich ein Maxi vom Young Metro raus. Mit der Ziege 03 hat dann verdroppt. Und jetzt kennt ihr Fuwa daneben. Ja, okay. Herzlich willkommen am modernen Yu-Gi-Oh! Ja, also. Mir gesehen gleich, was Leute droppen, was zu spielen werden. Es gibt ein ganz interessantes Matchup, das kann ich ja schon mal versprechen. Es sind die zwei Decklisten Lion. Und ja, wie gesagt, es sind Überraschungen dabei. Wen den CG03 kennt aus dem Pre-Talk, ja, eigentlich ein Cyberspieler oder Cybers Enjoyer. Spielt aber das ein ganz anderes Deck, auch ein ganz andere Art und Weise. Und du hast wahrscheinlich, wenn ihr Synchro Overtake seid, schon den Hint. Wir spielen nämlich Killer Tune oder Cool Tune, wie es bei Ice heißt. Und ja, da kommt natürlich der neue Support, Rotary, as am Master Duel dran. Und da das natürlich ein Cybers Monster. Also vielleicht ist das der Grund, für was wir High als 4 Killer Tune entschieden tun. So, okay, Synchro Overtank ist aktiviert gehen, aber natürlich Special immer nicht aus dem Deck, weil Fuwa los ist aktiviert gehen. Und wir wollen den Gegner natürlich kein Draw gehen. Und das ist halt ganz cool bei Killer Tune. Man kann nämlich durch Mulchamis kommen. Nicht durch alle Gur, aber es kann in Mulchamis tatsächlich dodgen. So, lo man natürlich Killer Tune Q. Interessant geht es natürlich von wo könnt den nächsten Tuner. Weil der kann natürlich auch aus der Hand kommen. Aber wir haben da ein Ashbloss im Hai. Ein Handtrap fest. Und das ist natürlich froh, wenn der Young Metro hier, also Skippy Dog ist, seine Nummer ist am Master Duel ein bisschen anders. Das ist dann bei den Ummeldungen ein bisschen komisch gelaufen. Aber ja, den Skippy Dog, so ein Schlommel, hat ein Ash-Fond für den
Ziege 03 liewe schwer zu machen an, da muss man natürlich mit Q-Tool Synchro no helfen. Also schon als eng Rotary. Gefährlich Karte, weil sie verrät lo gleich direkt dem Gegner warten ob der Hand hört. Richtig gut designte Karte, also das geht interessant auch am TCG. Also zu lösen soweit, wann dieses Video rauskommt, also schon das Killer Tune am Full Support spielbar ist. Und ja, wir werden ganz viel ja, Handspice demnächst am Format tun. Am Master also die schon so weit an ja, man benutze lo quasi Rotary sein Effekt für zu Normeln. Man hun eng Rico 4 gewesen. Lo kann ein Rico aus seiner Hand Normeln oder irgendeinen Tuner, muss kein Rico sein. Wen Q-Tune nicht kennt, das interessant ist, dass sie nicht unbedingt zwei Monster umfelden muss holen für eng Synchro zu machen, weil die meisten Q-Tune-Monster so nämlich, ihr könnt anstatt Material um Feld zu holen, auch einfach einen Tuner aus der Hand zu holen. Besser knifflig, weil ihr könnt natürlich nicht alle Synchrodomat machen, ihr müsst halt dann schon Synchromonster finden, die halt auch Tuners als Nicht-Tuner-Material brauchen. Was bei den Q-Tune-Monster kein Problem ist, es gibt auch die eng oder anderen Monster, die das auch nicht so steuert, aber ein Baron, die ja auch am Master Duel legal ist, so nicht mal, kriegt er nicht so einfach briert. So, du könnt natürlich den Asian Draw, man macht als Maker, das ist die ganz normale Standard-Kombo. Du könnt aber interessant, wie den Ziege 03 heißen Chainlinks möchte, weil du kannst ihn teilweise auch Fehler machen. Und ja, hier fängt man der Q an, was schon richtig ist, weil du willst wie der Stand vom Gegner gesehen, ist sein Deck Stacks. Q sieht nämlich, wenn sie als Material fortgelenkt gehen, dann könnt ihr ja, die ersten 2 Karten vom Deck vom Gegner gucken, an eng banishen, an die anderen entweder Up-Deck oder In-Deck lehen. An Rotary, wenn sie fortgesammelt wird, wird sie zwar 2 Effekte, den am meisten benutzt wird, als einfach den, dass er an die Hand guckt, an erst dann nach einer Zauberkarte von Q-Tune ob die Hand holt. Ich gehe mal davon aus, dass es eine Zauberkarte ist, weil es gibt auch ein Trap, aber die ist noch nicht so populär. Am Maker, wenn er gespecialt wird, oh, ich kann denken, ein Impum geflohen, das ist ein guter Hit. Weil du kein Synchro Q-Tool Synchro noch könnt. Nee, könnt kein. Weil die ist auch twice per Turn. Der Deck ist ziemlich stark. Oh, und da mein Kart, die kennt den Match halt komplett umdrehen. Das ist so ganz wichtig, dass ein Ziege 03 weiß, dass dem Fischer am Spiel ist. Weil Q-Tune stirbt, wenn sie kein Friedhof haben. Also da könnt ihr gut nicht machen, eine Shifter und Game Over. Me, lo wissen wir, lo kann man natürlich auf ein RS gehen, für die Karte zu preventen. Oder wir gehen halt On-Activation mit einem Remix an ein RS, für dann auch nach einem Spell-Trap-Pop zu enablen durch Rico. Wird Rico fortgesynchronisiert, dann ja, können wir einen Zauber-Falle-Karte beim Gegner zerstören. Auch interessant beim Killer-Tune-Deck Target, es sind massiv viele Targeting-Effekte, das heißt Strategien, die halt da dodgen können, und auch ein Viertel gegen Q-Tune. So, wir haben gesehen, Raigeki ist abgedeckt, nicht so gut Boardbreaker sind. Das Problem für Killer-Tune, dir wird das noch gesehen, dass, ja, Backrow oft Happy's Feather, das da kann Q-Tune richtig nerven. Aber wenn dann Lightning Storm an Happy's Feather das an der Hand abkönnt, ja, dann haben wir ein Problem. Weil als Backrow hilft es zwar als strong, aber sie ist nicht protected. So, Ziege 03 Lesescheid Zeit zu evaluieren. Die darf natürlich nicht vergessen, wir spielen halt Master Duel mit den Standardregeln. Das ist so viel Zeit, haben die Einzelspieler auch nicht für hier zu planen. Menge Meinung noch so ein bisschen zu wenig Zeit. Oft verlässt du halt auch Games, wenn du so wirklich groß Combo-Strategie spielst, was Master Duel nicht so will. Da stehst du in der Zeitdruck oder du verlässt halt quasi am Time, obwohl du das Game on Board hast. So, Kleinboard gebaut, trotzdem nicht ohne. Killer Tune hat nämlich gerade, ja, ob unterschiedliche Layers viel mehr Interactions. Du leid wahrscheinlich ein Q-Tool Synchro, die da erlaubt, ein Synchro zusammen zu machen. Wir können halt natürlich an diverse Monster gehen. Bait-Monster im Feld so, die können den Tune aus der Hand benutzen für einen Synchro-Beschwörung zu machen. Wir können an einen RS, einen Remix, wir können mal Maker, a Bounce hinkriegen, an einen Targeting Protection gehen, sowie auch an ein ja, ein Monster, was noch nicht zum Archetype gehört, nämlich den Salen. Ich gehe mal davon aus, dass man die ganze Karte noch gesehen. Muss ich aber so, das Format ist relativ schnell und es kann auch gut vorkommen, dass wir hier über die nächsten Wochen Matchups tun, wo man nicht all
Einzel Keypoints von denen Decker halt gesinn. So, während den Kollege, den Young Metro High sein Exodia Matchup plankt, kann ich einfach kurz auf Deckliste gucken. Ich schon mir die nach nur nicht angeguckt, weil ich mich ein bisschen überraschen wollte. Und du könnt natürlich die Echt Response. Ich weiß nicht, ob das ein bisschen zu frei ist, weil Saalen ist knifflig. Du musst natürlich auch unchainen können, für dass Saalen halt negate. Und ich weiß noch nicht, mir Hund zwar Clip nach auf der Hand, manchmal schon schwer drüber gesehen, wie sich die Saalen negate erst nach dran. Und ich meine, den Ziege 03 sei Plank, also vielleicht auch ein Exodia Piece zu hitten um Deck. Und ja, also wir spielen das ganz normal Fusion Deck mit der Millennium Engine dran, ganz populär an Master Duel am TCG nicht so. Und wir haben einen Ankh fand an bestimmt Diana-Karte nicht gesehen. Wir banischen Super Poly. Ja, okay, das ist natürlich auch strong, weil Super Poly auch ein Karte ist, die gegen Killer Tune massiv gut könnt. Und ja, der Teil geht in allen ein Matchup für Killer Tune, wann die Banish-Effekte durchkommen. So, muss Clip aus der Hand kommen. Wir gehen dann wahrscheinlich auch an RS ran. Und ja, packen und dann natürlich hoffentlich Stimmfischer vom Brett zu kriegen. Saalen wird das negaten and destroyen. Und Dora put natürlich den Ziege 03 gewahrt, was durch Rotterie am möglichst gehen ist. Ne? Wenn du halt weißt, was der Gegner auf der Hand tut, kannst du natürlich dementsprechend auch reacten, was wie richtig gut könnt. So, man muss natürlich auch nach einem Weg fahren, an einer Monster ranzukommen. Ja. Weil das Deck kann sich natürlich durchsetzen. Ich weiß zwar, gegen Killer Tune ist es vielleicht nicht so krass, weil es nach Negate kann gehen. Aber es ist natürlich wichtig zu wissen, dass RS ein Targeting Negate umfällt ist, aber auch nicht mehr an der Main Phase. Oftmals ist es halt Probleme, dass an der Battle Phase richtig Effekte kommen. Und da möchte ich RS natürlich nicht. Sie hat allerdings einen starken Tower. Ich verstehe nicht, hä? Und wir haben Saalen nicht umgecheckt, wir wollen mit Rico zerstören. Ja, okay, das war dann den anderen Play, den ich für Drohnen gesehen habe, für Drohnen erwähnt habe. Die könnten zum Beispiel ein Monster im Feld tun, was sich dann Tribute, und da könnt ihr dann Synchrogon während der Activation, und da kriegt ihr nach ihren Friedhof-Effekt da. Ja, der Format ist allerdings ein bisschen problematisch, weil, ja, wenn du gegen den Banish-Deck spielst und du hast kein Side-Deck, was man halt an Master Duel haben, was den Team Lützburg Championship betrifft, ist Banish-Strategien sind natürlich immer ein bisschen belastet, weil in darauf nicht so direkt antworten kann. Wir spielen Best of 3, natürlich, wenn den ersten Match halt gewinnt, ja, wird das ganze Match nicht gewonnen, so, aber RS negate lo natürlich auch den Ankh und du hast Karte für Deal. Und lo hast froh, Young Metro gelebt noch nach unten Tour oder wird gescoopt. Das ist lo die groß froh. Muss ich nämlich sagen, dass Killer Tune nicht unbedingt Follow-up auf der Hand tut. Ich meine zwar, dass man als. Ne, Q hat man auch fortgesynchro, der Tisch die Endcard as unknown. Aber eventuell Follow-up. Ein Remix, also ein Mix oder so vielleicht. Okay, guck mal. Weil für Game kann man dann nicht gehen. Außer mit Krähen Englisch geht Back-to-Back zu bauen. Das ist ein Night-Boss-Monster, was erlaubt, dass Altune als 2 greift. Und das halt Missions Game als schon allein 3-2 an mir hun einen Mix. Okay, ich weiß noch nicht, ob man sie nur gezogen oder ob man sie noch auf Starthand hatten. Aber ja, los natürlich zu gucken, sich Young Metro Datei un oder scoopen mal gehen an das Next Game ran. Weil die Simplified Game States bieten, geht halt effektiv ein bisschen schwer. Und wir hätten als ein Rico vom Friedhof. Wir nach einem Mix zu machen. Gegner Friedhof haben auch ein Ash Blossom Line. Das ist die Head 3000 für einen Tuner zu. Also, mit einem Tuner steckt sich die Karte halt an mir gesehen. Ja, du hast ein Remix. Geht nur auf 3000 drauf und dann haben wir Game on Board. Und dann hat, ja, gehen wir wahrscheinlich an Battleface und dann ist es drüber. Ja, wir holen halt nach den Field Spell ausnehmen.
Eventuell noch den ein oder anderen Secret Effekt. Genau, ich wollte gerade so, Blue Eyes kann nämlich dann noch triggern. Ändert halt aber auch noch nicht allzu viel, für das Salen den Chainlink bieten kann. Salen ist digital ein bisschen problematisch, weil die mussten natürlich immer ein bisschen aufpassen, wen Chainlink der halt dann halt auch negaten will. In diesem Fall The First. Na, auch von Dragon 2 steht das The First. Das ja, ein bisschen komisch geschrieben. Das ist aber bei all Simulator so. Schon auf Schwarz nach K gesehen, wo es nicht abgedreht ist. Wenn ihr ein bisschen spielt, dann checkt ihr nicht. Aber am Anfang kann ihn da teils du für den einen oder anderen Missklick suchen. Okay, so. 1-0 für Killer Tune. Aber die Geschichte ist dann nicht fertig. Wir gehen nach Game 2, wo dann wahrscheinlich auch Eisen Young Metro wird aufhängen können. Ja, interessant. Game 1. Man hatte viel Maxis, Fufalos ist also gesehen, also eigentlich ein Gotthand vom Young Metro, wo zwei durch Latsch spielen gilt. Aber Gott sei Dank, Ziege 03 nicht ob Malice, mehr ob Killer Tune. Und dadurch konnte hier ja, sein Tour schlau durch Maxi auf Fufalosse planen. Ash hat natürlich auch dafür gesorgt, dass man nicht mehr mit enger Bedrohung zu kämpfen haben. Und ja, das war schon ein ganz interessanter Start an diesem Championship. Und auch ein ganz interessante Wahl von Decker. Exodia ziemlich belebt, weil es halt den Origin-Style do halt ist. Und ja, den Ziege 03 hat natürlich mit Killer Tune, was im Moment das populärste Deck ist. Und ja, die Spieler machen sich halt schon brett an entschieden, wen halt als echt geht. Ja, ich kriege halt nach vom Skippy Dog geschrieben, Imagine, ich kriege Exodia Obthand an ja, gewonnene Match dann natürlich direkt so 1% Chance an die heute leider nicht die gut, aber kann natürlich immer geschehen. Wir sprangen an den nächsten Match ran. Mit Young Metro den Lo First geht. Ja, da mussten sich Mengen Spieler immer mal ineinander nähen. Inskin, wen wat wo, weil Master Duel das einem nicht so erlaubt. Ja, das ist ein bisschen komisch, aber ja, das ist halt so. Ich kann okay Best of 3 oder so an den Settings auswählen. Das heißt, man muss halt so gehen. Mit Leuten sind alle auf einem Discord-Server, das müsste eigentlich kein Problem sein. So, kurz, was ich noch ausschwätzen wollte zu dieser Millennium Exodia-Geschichte. Die ist natürlich auch ein bisschen beschränkt, weil ihr könnt natürlich zum Schluss vom Tour nehmen Millennium oder Exodia-Karten Feld tun. All andere Monster geht leider zerstört, wenn ihr den Ank aktiviert. Ich gesehen aber halt zum Beispiel am Extra-Deck, da sind ein paar Karten, die ihn vielleicht auf Feld will holen. Aber auch ein paar Plays, die eventuell noch interessant gehen. Ich weiß nicht, ob hier so ganz durchgeht, wie hin das ganz Sequence-Teil für sein Board zu bauen, aber ich gehe mal davon aus, dass sich ob Killer Tune konzentriert, wann in Lo irgendwie hinkriegt, die Banish Floodgates dort zu enablen, dann geht das natürlich extrem schwer für den Ziege 03, weil ich gesehen zum Beispiel, sein Deck spielt halt wirklich gut Boardbreaker. Also leitet Floodgate bis weiß ich nicht, ob der Match noch lang geht. Dann ist natürlich froh Hummer angezogen. Gaia auch eine interessante Karte, in eine Art Floodgate, die auch verschiedene Decker ziemlich schwierig möchte, durchzukommen. Ich weiß gerade den ganzen Effekt nicht, mehr ein beschränktes Menge ein bisschen an Summoning Conditions. Hatte ich nicht so im Schirm, seit Master Duel existiert die Karte, aber an, ja, die können ziemlich gut. Exodia-Spieler spielen die auch ganz gern. Und, ja, da gucken wir mal. Sind gespannt. Okay, wir gehen für kein extra Deck-Play. Wir gehen einfach direkt an Exodia ran. Cool mit Exodia, wir schenken halt auch keine Handtraps, ob da seit Ziege 03 gezündet sind. Okay, Fuvalos Hummer, das ist mir schenken als aber den einen Draw, den wir kriegen, mehr erst nicht dran, weil wir locken als, also, oder Young Metro lockt sich natürlich aus dem extra Deck raus. Du darfst den auch kein sammeln. Wir haben uns sogar doppelt Fuvalos. Okay, also Raum mal als Hand ein bisschen ab.
Da hat natürlich ziemlich gut kommen kann. Vorher ist natürlich, ob eng von den 3 Karten do, ja, nach problematisch gött. Gucken wir mal schnell. Shifter ist nämlich noch ob 1 am Master-Duel. Aber wir scheinen kein Shifter zu spielen. Nee. Wir spielen nämlich 2-mal dem Fischer. Also ist auch noch kein Direktantwort auf Killer-Tune. Aber Maxi kann auch noch an der Hand sind. Der beschränkt sich natürlich ein bisschen am Tour. Okay, und da könnt laut Fusion, man weiß in dem Gegner Deal abgehen. Was lo stark war, ist natürlich die 5 Pieces sind am Deck. Natürlich die 3 Handkarten sind nicht known, weil oft hast du natürlich auch Exodia-Stecker auf der Hand. Und du könnt eine Set-Karte, okay. Also wir haben kein Banishing Floodgate. Das wird das Ganze natürlich ein bisschen wie problematisch. Muss ihn aber so in das Board Break oder Board Vibe gegen Killer Tune auch oftmals gut aus. Killer Tune mit Mage geht 3 Mal zu normalen. Das heißt, wenn ihn 3 Mal eng normal stoppen kann, hat den große Vorteil geht das Deck. Da gucken wir mal. 2 Draws am Gegner-Tour gemacht, Hand neu abgeloadet und nach einem Draw herangezogen. Kein Handtrap gespielt, weil es nicht necessary ist oder weil man einfach kein Hund. Gucken wir mal. Wie fängt man mal an? Man fängt immer mit Synchro Overtake an. Kennt eventuelle Bait sind. Exodia kann eng Spell-Trap wie einmal pro Tour negaten. So überlegt natürlich der Young Metro, ob ihn das dann auch will machen. Ja, das ist natürlich bei Killer Tune immer ein bisschen schwierig, weil du holst natürlich mehr Zauber für alle Karten, die als Starter dienen. Und wir haben Azerune verdeckt gehabt. Azerune kann einen Summon negaten, allerdings kein Inherent. Die muss halt von sich selber kommen. Und ich meine auch nicht mehr Specials. Also, die Karte kann keine Effekte negaten, die los Summons geben. Kommen. Okay, an Activation ist auch ein Negate gehen. Der Tisch Overtake kann man nach einkehr starten. Und das war natürlich nur der Bait, der geklappt hat. Und den Ziege 03 kann sich natürlich dann aufhängen, sein Board zu bauen. Ob er durch Azerune kommen kann, weiß ich nicht, weil der muss auch wissen, Azerune ist auch ein verdammt gut Karte gegen Killer Tune. Alles, was Summons negaten kann, ist wirklich stark gegen Killer Tunes, weil wenn ein Synchro-Summon negate wird, sind Synchro-Materialien nie benutzt gehen. Heißt, ja, der fisselt einfach Effekte fort und ich bin mal gespannt, wie den Ziege 03 Lohai durchspielt. Wir haben keine Impermanence auf der Hand, sonst hätte man die Azerune halt so negaten. Tisch Lo. Muss man aber ein bisschen aufpassen, was man machen. Pro ist natürlich Vini werden wir Obliviate oder wie heißt die Karte aktivieren. Das ist der Board-Vibe von, okay, du könnt noch einen Gaia-Effekt dran. Quick Effect, you can send another Level 5 or higher monster negate the activation. Oh, das ist auch noch ein Negate. Okay, das wusste ich zum Beispiel nicht. Ich weiß nicht, ob Ziege 03 das auf Schirm hat. Aber das könnte natürlich ziemlich überraschend. Ne? Okay, Rotary ist auf der Hand. Wir revealen einen anderen Tuner. Guck mal, ob wir ein Q ob Starter tun, weil ich meine, dass wir echt mit Mix ein Q wollte sichern. Okay, wir starten mit einer Rico, die mal normalen. Ja, du kannst natürlich gamblen. Ich denke mal, man wird zusammen. Oh, okay, du hast das Floodgate, weil ich gemerkt habe vom Guy. Ja. Monster gehen einfach zu Level 10. Das ist so krass. Also hier nicht keine Synchronisationsmöglichkeit quasi. Ja, wie gesagt, ich kenne das Deck, ich kenne das aber nicht so gut wie Killer Tune. Also, ja, ich gesehen habe ehrlich gesagt ein bisschen schwarz für den Ziege 03. Ich meine, in dem Match geht definitiv und Young Metro. Okay, Droll Block wird auch interessant, auch stark in Killer Tune. Ihr könnt natürlich so Endboard nicht so abbauen, wie das gern hat. Der will aber nicht vergessen, in der Droll funktioniert Rotary trotzdem, weil ihr müsst keine Zauberkarte oder Falle-Karte von Killer Tune erst adden, wenn sie fortgelenkt wird. Und ja, lo machen wir natürlich ein Synchro-Ursting-Monster. Vorher ist natürlich, wie soll das gehen? Wir dürfen auch nicht ahnen, dass wir aus dem Extra-Deck rufen, weil ich gucke kurz, ob hier eine App spielt, weil Overtake lockt dich. Nee, aber ich bin Ranked Synchro-Deck. Und ja, gut ausgespielt Teil vom Young Metro am Beginner Game 3. Okay,
Den Young Metro konnte zurückkämpfen. Ein Endboard war nicht so stark ausgesät, aber durch den Gaia zum Beispiel mit den Negator aus dem Out of Nowhere relativ gut gelayert aber ist. Azeroon ist natürlich auch eine verdammt gut starke Karte, wo Killertune mal zu kämpfen hat. Und ja, interessant. Wir gehen an Game 3 ran. Das wird natürlich Ziege 03 aufhängen. Er wird sich den Hand-Knowledge definitiv gönnen. Und dann ist natürlich froh, kann gained der Young Metro sein Deck halt kommen. Der Floodgate-Deck wird ja, Going Second auch ein bisschen schwerer, aber wir haben Informationen. Wir wissen, den Herr spielt den Fischer. Wir wissen, den Herr spielt Super Poly. Und das muss man natürlich auch ein bisschen beachten, auch wenn Karten nicht direkt an der Hand sind. Sobald wir Hand gucken, muss man natürlich gucken, ob man dann auch durchspielen können. Weil oft gesagt ist doch Boardbreaker, die du dann aber auch nicht abhalten kannst. Also, interessante Match. Ich bin gespannt, wie es weitergeht. Wir springen an Game 3 ran und gucken, wen diesen ersten Match am TL Master Duel Championship gewinnt. Let's go! So, Ziege 3 geht high first. Und da gucken wir mal. Flit Narenke Maxi, kann man den abhalten? Ne, wir fangen direkt mal den Normal Rico an. Okay, eng Ash geht dabei Geschmass. An der Hoffnung, dass kein Extender auf der Hand ist. Okay, wir haben aber Q-Tool Synchro, können als Rotary dann aber. Eden, du hast froh, könnt ein Droll geflohen? Nee, check nicht so. Den blauen Strahl ist halt inne beim Ziege 03. Aka hier noch zum Tour. Dann scheint der Young Metro nicht direkt eng Reaction zu holen. Okay, wir synchronisieren direkt fort. Das Shuttle und nicht mal gut Rotary wird benutzt. Okay. Also wir wollen wahrscheinlich mit engem Body-Umfeld enden. Für nicht an die Superpoly ranzuflayen. Ich gesehen aber, ich meine, den Target spielt die Young Metro nicht. Nee, den Target, den am gefährlichsten ist für Killertune, spielt den nicht. Der Tisch nicht, dass es kein anderer Target Skin, aber den Kraken oder wie ihn heißt, den, wo man nicht am Deck. Ich finde den Highlight, ich kann nicht denken, so ein Seemonster des Theos. So heißt das. Okay, so, wir haben Hand Knowledge. Wir gucken ran. Was haben wir dann da? Super Poly Anti-Menschen Fischer plus der Starter. Uiuiuiuiuiui. Du hast natürlich froh, Hummer da gehen. Hummer für beides einfach, weil das Problem ist, Super Poly kannst du nicht drauf reacten. Heißt, wenn du nur 2 Monstern auf Feld kriegst, dann ist es quasi Game Over für dich. Wenn du aber Dimensional Barrier muss abhalten an den Super Poly dodgen, da geht der Teil nicht einfach. Dann hängt es halt nur stark davon auf, was hat den Ziege 03 auf der Hand. Und wer darf nicht vergessen, hier weiß ja nicht, dass das Monster nicht gespielt wird. Also wird ihn definitiv launcht den Target spielen. Und ich garantiere erst den Target, egal wie Format Killertune gut ist, den Target hast du. Weil er raumt einfach viel zu einfache Killertune-Board weg. Da sieht er, ob Clip oder ob der Killertune Synchro quasi ungewiesen. Und ja. Dann, wie gesagt, Boardbreakers. Handtraps kann ich gut durch Land spielen mit Killertune, aber Boardbreakers sind oftmals oder eine Kombination too much. Aber gut, wir bauen vielleicht auch einfach einen Remix oder einen Saalen. Ja, das ist ein bisschen problematisch. Also, den Young Metro kann halt natürlich auch einfach ein Monster normal oder special oder was auch immer. Also kann ja ein bisschen high spielen, ein bisschen baiten mit seinem Millennium-Schild und dann natürlich auch eine ganz andere Super-Poly-Strategie verfolgen, die dann Saalen natürlich aus dem Spiel hält. Ich gucke einfach schnell bei einem Ziege 03, wie die Ratios da sind. Wir spielen Saalen und der Rest quasi auf 2. Okay, interessante Bild. Ja, also bei den E-Saale bis besiegt ist, muss man quasi back-to-back eng mich geht tun, zu reviven. Das geht nur nach ein ganz interessantes Match. Einfach geht es definitiv nicht, weil beide Seiten nun relativ gut hätten. Also froh ist natürlich süß für Killertune kann den Datei so outplayen, dass ja quasi gegen die Floodgates gewinnt.
an auch nach den Full Endboard von Millennium Eye natürlich stoppen kann. Ne? Okay, wir spielen also weiter. Also wir werden wahrscheinlich dann Dach mit 2 Monstern umbriert enden. Das ist auch noch nicht Ende von der Welt, der wir nicht vergessen. Also Clip kann dich immer noch an ein Combo ranbringen. Es geht natürlich ein bisschen mehr schwer, wenn du halt keine Möglichkeit hast, higher Levels auf dem Feld zu holen. Da muss man dann wieder über ein Remix vielleicht die Möglichkeit finden. Und ich bin mal ganz gespannt, ob das irgendwie möglich ist. So, wenn wir Tributen Low Maker für weitere Monster zu specialen, vor was natürlich wen, was will man noch auf Brett bringen? Request gemäht, okay, nehmen wir adden als Klippe, so, ja, okay, auch ein Alternativ. Dann ende mal auf Remix und Stack in the Gage, ne? Ja, also wie gesagt, die Superpoly, die macht einem natürlich Angst. Da muss ich natürlich immer ein bisschen, bisschen Gehirnschmalz rabringen, weil, du kannst halt alles stoppen, was du als Hand-Knowledge hast, aber Boardbreakers, ob die nicht reagieren kannst, ja, das stinkt ein bisschen, ne? So, da will man natürlich wahrscheinlich, oh Gott, das ist die 2 Dimpfischer, oh, Gaia, aber auch ein ganz gut Karte, ich weiß gerade nicht, ob das vielleicht ein One-Off an dem Deck ist, wenn der vielleicht raus ist, geht es auch mir einfach mehr, ein 2 Dimpfischer ist halt auch nur nicht easy, geht dann natürlich nicht als Top-Deck gelöst. Was denke ich, jeder ein oder das ist eigentlich für jeder selbstverständlich. Aber hier muss natürlich den Sieg 03 gut überlegen. Wen Karte bin ich immer an wen schenkt man dem Gegner den Top-Deck, den man halt kennen, oder einen ganz neuen Top-Deck? So, dem Fischer ist raus. Ich Gaia bleibt am Spiel. Interessante Choix. Wie gesagt, geht nicht einfach. So, ich gesehen auch Remix als ein Dark Monster. Das heißt, das Schild, wenn den ich mit mich getue, ist den Dark, ich weiß es gerade nicht mehr. Eventuell als die Superpoly. Relativ gut. So, was tun wir dann hier? Das Schild, okay, ich gesehen das nicht. Hier im Bild sind das R-Punkte am W. Also auch kein Problem. Wir enden auf Remix mit einer Set. Und Remix ist cool, weil wir können als natürlich auch Handtraps zurück auf die Hand tun, wie Ash Blossom, Failer oder Bell. Alles Tuner. No. So, Gaia geht. Okay, Gaia war den Top-Deck. Das heißt, die war known. Das ist natürlich vor, was machen wir? Wir aktivieren Millennium-Schild, den auch Earth ist, okay. Natürlich bis haben wir noch keine Möglichkeit, als Superpoly zu benutzen. Aber es scheint so, wie wenn wir wie die Effekte rausbaiten und dann recht den Fischer spielen. Mit der Idee, dass dann, wenn ein Eis nicht killen kann, mal eine Tour evaluieren. Am Endeffekt wird man aber trotzdem auf einer Exodia enden. Ich gucke gerade, hatte man einen Handtrap gespielt? Ja, wir hatten einen Ashblossom gespielt. Ich weiß nicht, ob die Ashblossom vielleicht nicht ein bisschen unnötig war, weil das wäre manchmal der besseren Discard oder du man kann den Tool Synchro eventuell stoppen. Vielleicht direkt auf Rico zu schmeißen, war besser gewagt und auch leichte Missplay für hier das Board mehr einfach zu rauben. Ne? Also, muss ich sagen, auch wenn der Exodia-Deck echt so ein Fan-Favorite-Deck ist, es ist auch ein Deck, bei den kann ich gut damit performen, das ist auch nicht so schlecht. Muss ich aber wissen, wer den möchte, wie man den meisten Rogue-Decker oder Tier-3-Decker. Du kannst damit performen, du musst aber das Format kennen und du musst wissen, was der Gegner für Möglichkeiten hat. Wenn du das weißt und dein Deck hat Möglichkeiten, die Schrauben ein bisschen rauszudrehen, ja, dann ist es natürlich gut. Oh, und Superpoly, für Wacken, Dalo, ich weiß gerade nicht, wie ein Target da soll kommen, aber anscheinend Superpoly immer. Okay, warte, ich verstehe gerade nicht sein Play. Mir anscheinend Superpoly immer als Monster fort. Aber mir keinen zu dem Fischer wäsch. Riskant. Ich weiß noch nicht, wie erfahren als ein Young Metro Ass. Aber das gefällt mir gerade irgendwie gut nicht. Wir wollen einen Garura bauen. So verstehe ich schon den Sinn nicht direkt. Weil die wichtigste Karte ist definitiv fort.
Wir haben einen Dimpfischer gebändigt und einen Dimpfischer leider im Friedhof, die recoveren mal nicht mehr. Das ist Ziegen und 3 hat quasi den ganz Combo an, ja, kann die natürlich ausnutzen. Er kann theoretisch sogar Garura sein Draw manipulieren. Was wahrscheinlich auch vielleicht der Plan gött. Hängt davon auf, was mal los summonen, ein Rico oder ein Maker. Ne, wir können zu einer Rico. Und dann spielen wir Daras. Also mir haben ein gut Hand, ne? Also mir wissen eigentlich sogar, dass der Gegner noch 2 Ankeren auf der Hand wird. Ja. Also so wirklich stoppen kann er the Killer Tune nicht. Ja, okay. Also bisschen komisch gelayert, hätte ich ehrlich gespielt am Platz vom Young Metro. Aber jetzt Stoff hier entsteht. Gut, wir kriegen natürlich nach einem Top-Deck. Den Unknowners. Vielleicht ist das nur noch die Karte, die als rettet wird. Oder Non-Engine hier gesehen ist aber nur keine Hoffnung. Okay, da wird ein Anker aktiviert. Und RS negate den natürlich. Auch kein Droplet hier an der löscht. Also. Schimmer mal kurz für aus. Ja, das ist natürlich nur die groß froh. Da merkt ihr, wenn dann zweiten Anker, okay. Das ist den Negate das halt fort. Und als Killer-Tune Synchro hast du auch nicht mehr so interessant, weil RS kann ihn natürlich nicht, also du kannst kein Tune aus der Hand benutzen, für mit RS einen Synchro-Summon zu machen. Heißt, wenn der Negate fort das, eventuell kommen wir zurück ans Spiel. Auch ohne Floodgates. Okay, krass. Die 0-0, die soll erst auch nicht Angst machen. Den Exodia Monster High kann an der Battleface sich so viele Lebenspunkte oder so viele Angriffspunkte gehen, wie der Spieler Lebenspunkte hört. Ich mit 8000 könnte über RS drüber. Und wir entschieden also auch dafür an Battleface zu gehen. Okay, wir bleiben bei einem Simplified Board, aber ich weiß nicht, ob ihn da den Killer-Tune vielleicht ein bisschen zu wenig hört. Oh, und da kommt ein Imperm. Okay. Da das ist natürlich auch ein interessanter Play, weil da kann man als Punkte natürlich nicht erheben. Ah, nee, wir benutzen aber nach der Negate. Ja, stimmt. Die Karte hat ja nachher pur Ana-Effekte. Okay, ja, krass. Dann kommen wir aber über RS. Follow-up haben wir definitiv. Da das ist noch nicht so das Problem. Also Killer-Tune holt 4 Karten auf der Hand, du hast definitiv Follow-up dabei. Am Schützenfall muss man natürlich mal JJ Q-Tune, ein Tuner-Tribute für ein nice Place zu kommen. Okay, wir aktivieren trotzdem nach einem Wähler, dass wir aber an Obliviate, oder ich weiß nicht, wie die Karte nicht. Da kommen wir noch nicht ran. Tisch mal ohne Spell Trap, Negate um Board und mehr auch nicht. Ich meine, wir haben als sogar ein Q geaddet, wenn ich mich nicht irre. Der Tisch, wir haben auch Möglichkeit, RS zu reviven. Und ja, okay. Die enge Handkarte bleibt auch an der Hand. Und Leute, das ist spannend. Wie spielen wir das aus? Also, ich sehe da keine Hoffnung für Young Metro, außer an der Hand aus einer irgendetwas Wölles. Aber normalerweise bereden wir als Lo ob den OTK 4. Wir müssen kein Super Polymi fährten. Floodgates sind auch quasi nicht um Bord. Also. Denke nicht mal, dass wir Datei Lo heimholen. Ein Maker, zum Beispiel, also ein Non-Target Bounce. Das ist, die Exodia bleibt definitiv nicht um Feld. Ich meine, wir hatten für drum Clip sogar ein Exodia gehit. Okay, nee, das war Game 2. Das ist natürlich auch funny, wenn ihr die 3 Exodia aus dem Deck hält. Das kann tatsächlich das Night Bossmonster von Killer Tune, was mit Clip synchronisierbar ist, machen.
Und dann hat der Deck natürlich hier Wincon verloren. So, wir haben einen Maker an, ich meine, wir gehen so los, aber sicher und den Schluss von diesem Match. Ja, Rotary weiß jetzt nicht, was gehe ich auf der Hand, da wissen wir, was als du gespielt gehen, war nach einem Anker. Okay, also, ja, ich denke, ein Ankerretter ist halt definitiv nicht mehr ein RS, also am Ende vom Tour definitiv Feld. Tool Synchro ist dann auch, der Saalen ist auch machbar. Wieso der Bösse komisch gespielt? Weil wir hatten am Anfang Wincon auf der Hand gegen Killer Tune Hunse, aber nicht so richtig benutzt. Ich bin mir ziemlich sicher, dass man die Ash als Discard für Super Poly halen hätten sollen. Und auch Garura als nicht so das richtige Target ist. Aber wir hatten noch so kein direkten Target für Q-Tune Boards zu brechen. Das heißt, ja, vielleicht wäre auch den anderen Play nicht durchgegangen. Für Board zu wipen und dann aber auch nach Combo zu holen. Wie gesagt, ich kenne mich mit dem Exodia-Deck auch nicht allzu gut aus. Wir dürfen halt natürlich nur nicht vergessen, dass wir ja quasi für Game greifen können. Und ja. Vorher System nach einem Monster operiert. Ich meine, mit JJ Q-Tune haben wir als Normal schon gemäht. Die richtige Normal haben wir aber noch nicht gemäht. Wir stacken natürlich auch den Gegner. Gucken, was der Not sieht. Ein Droll an den Fieldspell. Ja, der Fieldspell möchte natürlich nicht, wenn du kein Monster auf der Hand hörst. Heißt, an diesem Fall, ja, keine Ahnung. Lässt du halt Droll notzählen. Und dann ist die Geschichte rüber. So. Lo nach eng normal, gehen wir nach an irgendeinem Monster ran. Nee, okay, wir gehen nicht für den. Doch, wir haben nach Q-Tool Synchro auf der Hand, mit die bringt das halt auch direkt nicht. Nee, dann gehe ich nach überlebenden Tour, holt dann natürlich einen gestackten Hand, die nicht allzu strong ist. Ich freue mich natürlich, lo, hast du eventuell noch einen Typhon am Spiel, mir auch dann, ne? Ein Typhon bringt halt auch nicht ganz viel. Weil wir haben ja trotzdem Follow-up, ne? Also, solange du JJ Q-Tune du nicht laskest, wir noch einen Q-Tune Synchro highlighten. Also, viel geschieht halt nicht mehr. Aber ganz interessante Match. Und ja. Du hast vorher gescoopt oder spielen wir das aus? Ne, wir scoopen und du mal das Game in Round 1, Round Robin am Team Letzeburg. Master Duel Championship River. So, Mess wird nur gucken. Und bis demnächst mit neuen spannenden Matcher. Sind wir gespannt, was das nächste wird sind. Weil ich weiß selber nicht, Spieler organisieren hier Matcher und ich weiß nie, wen du auf wen stehst. Aber alle gut stoßen irgendwann auf jeder reden.